So, servus und habe dir zu einer neuen Folge Viva la Muffillusion Podcast. Bei mir dabei, Kani, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Spice World. Sehr gut, sehr schlagfertig. Ja, Kani, habe dir. Hi. Wir reden heute über Scary Movie. Nein, über Scream. Nein. Scream, über ja, genau. Scream 2020, aber wir sagen einfach Scream 5, weil das für alle Beteiligten besser ist. Das darf ich auch sagen. Erzähl mal die Leute, worum es das geht. Ja, da ist wieder mal, wie heißt der Slogan? It's always someone you know, oder? Ja. Es ist wieder mal einer unterwegs, der sich alle Jahre wieder, hätte ich fast gesagt, die Ghostface-Maske überzieht und anfängt, Teenager da abzumeucheln. Das war's quasi eh schon. Das, ja, da brauchen wir nicht sagen dazu. Ja, es ist also altbekannte Story, gerade diesmal, also in meinen Augen halt richtig geil verpackt. Der ist geil selbstironisch, er geht geil mit der Thematik um, mit dieser ganzen toxischen Fanbase, die bei jeder Ankündigung zu der Fortsetzung von irgendeinem alten Genre gleich einen Schlaganfall kriegt, weil der Film macht mir das Original kaputt oder der Film macht meine Kindheit kaputt. Ja, wenn es da gerade der Film war, der die Kindheit kaputt gemacht hat und nicht der besoffene Onkel. Aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Von der Story her kann es eigentlich nicht wirklich mehr verzeihen. Ich darf eigentlich da direkt schon mit einsteigen und sagen, wie geil das der Film eigentlich war, oder? Möchtest du Absolut. noch ein bisschen was verzeihen? Nein, eigentlich nicht, weil jeder, der die anderen Teile gesehen hat, und das sollte man auch gesehen haben, um Scream 5 genießen zu können, weil wirklich ganz viele Bezüge gemacht werden auf die vorherigen Teile, auch eben auf die Filmthematiken mit Step, und da ist es natürlich schon cool, wenn du da einen Überblick hast über das Ganze, über den Scream-Kosmos, sage ich jetzt einmal, und du sitzt quasi wieder mittendrin in dem neuen Kapitel. Wie gesagt, jeder Slasher-Fan oder Horror-Fan soll halt auf alle Fälle mit die Scream-Filme vertraut sein, weil der erste Teil hat ja quasi den modernen Horror so ungefähr wieder in Schwung gebracht, so Ende der 90er, und den Boom, der quasi bis jetzt angehalten hat, den hat er im Endeffekt Scream also wirklich ausgelöst, und der 5. Teil führt das Ganze eigentlich ziemlich schlüssig, spannend und raffiniert, möchte ich fast sagen, weiter. Ich finde auch, ja. Ich habe zwar schon wieder viele Leute gelesen, was heißt, jetzt habe ich von da oder da schon erraten, wer der Killer war, aber das sage ich immer. Ja, natürlich kann ich raten, wer der Killer wird, und vielleicht haben 50% von den Leuten recht gehabt, aber ja, ich habe auch geraten, wer der Killer ist, und habe vielleicht falsch geraten. Das finde ich mir so ein Idiotensäum. Ich habe das von vornherein gewusst. Nein, das ist nicht doch voll Idiot, du hast einfach nur glücklich geraten. Ja, vor allem du wirst so oft auf fertig gelockt, wo du meinst, ja, das ist er jetzt. Und dann kommt wieder was, wo du sagst, ja, nein, kann dann doch wieder nicht sein, dann schwenkst du wieder um, und am Schluss bist dann doch wieder da, wo du sagst, ja, ist er vielleicht dann doch, und hin und her. Also sie machen es wirklich sehr geschickt, wieder mal, dass du eigentlich nicht wirklich 100%ig draufkommst, wer es ist oder wie viel das dann Killer sind. Also jeder, der sagt, er hat's von Haus aus gewusst, der lügt. Ganz genau, das ist ein riesengroßer Lügner, der ist sicher mit der Kanonenkugel ins Kino geflogen, weil er der Lügenbaron von Münchhausen ist, so schaut's aus. Wir haben jetzt eine neue Besetzung, nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Und zwar haben wir da die zwei Herren, die Ready or Not gemacht haben. Und das ist eines meiner absoluten Highlights gewesen, der vergangenen Jahre. Hat mir auch gut gefallen. Voll gut. Und Wes Craven hat natürlich nimmer am Regiestuhl Platz nehmen können, weil er ja leider von uns gegangen ist. Aber die zwei Herrschaften haben das auf alle Fälle super durchgezogen. Jetzt pass auf, der eine heißt Tyler Gillett. Der Matt Bettinelli Olpin. Genau, sehr gut. Und sie wollten ja die Samara Weaving auch wieder mit ins Boot holen, aber leider hat die nicht dazu können. Schade. Die hätte ich so gern gesehen. Ich sag die Frau immer so gern, diese Samara Weaving. Unfassbar. Die ist ja super. Und sie haben auch, du hast ja gerade gesagt, der Wes Craven ist ja leider schon von uns gegangen. Das ist der erste Film ohne das Mitwirken, oder der erste Teil aus der Reihe ohne das Mitwirken von Wes Craven. Genau. Und Scream steht ja seit jeher für Meta. Ich sag gerade, Prinzessin Leia oder die Rolle der Prinzessin kriegt die mit dem Regisseur schläft, aus Scream 3. Und in dem Fall geiles Meta-Gehabe, in dem sie an Wes Craven Abschiedsparty spendieren im Film. Stimmt, ja. Finde ich ganz stark gemacht. Ja, auf jeden Fall wisst ihr, was wir meinen, wenn angestoßen wird auf Wes.
dann wisst ihr, was los ist und warum das da drin ist. Es wird ja am Schluss, wenn der Film dann quasi gar ist, steht er dann nochmal sogar da vor Wes. Also krieg ich immer Gänsehaut bei sowas. Ja, voll. Ich hab's ja fast gewusst. Aber jetzt, wenn dann der Abspann losgeht, ja, und tatsächlich, es steht da, sehr schön. Ja, wir haben ja schon geredet, dass sie hinter der Kamera einiges da hat, vor der Kamera gibt's auch einiges Neues. Also, wir sind ja jetzt nicht wieder von Haus aus mit Sydney, mit dem Dewey oder mit der Gail am Mountain, am Interagieren, am Verfolgen, sondern wir haben jetzt eine neue Teenie-Clique, die quasi dezimiert wird vom Ghostface-Killer. Genau, und ich finde, dass das eine sehr sympathische Gruppe ist. Vollgas. Also das haben sie wieder wirklich ganz toll gemacht. Es ist wirklich wieder, es ist keiner dabei, wo ich jetzt sage, stirb du Sau, weil du das verdient hast. Ja, genau, das war, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Scream 3, da hat man so ziemlich bei jedem nur gesagt, ja, Gott sei Dank, warum nicht schon länger und warum nicht brutaler? Ja. Ich möchte eine Stunde lang sehen, wie du auf die einstichst, du Vollidiot, weil du so nervst. Aber bei denen jetzt, bei der Gruppen, die waren alle grundsympathisch, sogar der Dylan Minetto, wie heißt, der von Tote Mädchen lügen nicht, der eigentlich immer die gleiche Rolle hat, schaut immer aus, als da gleich Trenzen. Ja. Der ist diesmal wirklich absolut erträglich und sympathische Figur. Hat mich sehr gewundert, weil als ich das erste Mal gesehen habe, ich denke, oh nein, jetzt muss ich den seit Trendzeit die Legend schon wieder die ganze Zeit anschauen, hau doch ab. Aber auch in dem Fall, man leidet so ziemlich mit jedem mit, den es erwischt, vor allem mit der Terra. Also die erste aus der ersten Szene, wie immer gibt's eine Intro-Szene, die in Scream 5 jetzt halt richtig geil an Scream 1 angelehnt ist. Die Terra spielt sie auch mit dem Messer, so wie es damals im ersten Teil war. Genau. Also es ist wirklich schön ans Original angelehnt. Und die kriegt so dermaßen besorgt, dass sie sagt, lass doch jetzt das Dirndl in Ruhe, in Gottes Namen. Muss denn das sein? Voll. Und sie macht das auch schauspielerisch ganz gut. Mhm. Ganz toll ist auch ihr Name, Tara Carpenter. Ja. Und auch ihre Schwester, die Sam Carpenter. Und der andere heißt ja auch Wes. Und es gibt ja auch noch den Querverweis quasi in Scream 1 mit Wes Carpenter. Also das ist der Kreis schließt sie wieder, da die fast sagen. Voll, ja. Und was ich auch ziemlich cool fand, war die Mindy, die ja praktisch das Pendant zum Randy, oder? Hat geheißen, der Film-Fan aus der ersten 2 Teile spielt. Das ist ja meine eher ein Onkel gewesen. Die spielt in dem Film, dann ist das so der Filmfreak. Die fand ich auch äußerst sympathisch. Also wirklich keine Figur dabei, wo ich gesagt habe, du nervst mich, du gehst mir die ganze Zeit schon auf den Sack. Der Jack Quaid, alle bekannt mittlerweile aus The Boys, ist mit am Start. Der fügt sich auch gut mit ein. Also die Besetzung ist wirklich bombengeil. Und wir haben natürlich auch wieder ein paar alte Recken mit dabei. Ist jetzt auch kein Spoiler, weil man hat es ja quasi am Poster und übrigens schon gesehen, dass die Urgesteine aus den vorhergegangenen Scream-Filme eben der David Arquette, die Courtney Cox und die Neve Campbell. Neve Campbell, dass die auch wieder am Start sind. Jo, aber das brauchst du natürlich, ja. Hat sie es braucht oder hat sie es nicht braucht? Ja, ich finde, die haben sich schön, also sie haben nicht so viel Platz genommen, man hat auf alle Fälle das gut gemacht, dass man der neuen Riege das Feld überlässt, das finde ich ziemlich gut gemacht und es war eben dann auch charmant gelöst, wie sie die 3 mit eingebaut haben. Ja. Sie waren nicht omnipräsent, sie waren nicht am Ende, waren sie auch nicht einmal die den Tag komplett retten. Das fand ich auch cool, dass das auch bei der neuen Belegschaft bleibt. Also sie sind schön gut platzierte Nebenfiguren gewesen, finde ich. Voll. Und für das, dass sie auch die Thematik weiterführen mit dem Pre-Make, oder so heißt es, oder? Mit dem oder Requel? Requel, danke sehr. Mit Requel muss man ja quasi all die Charaktere mit dabei haben. Ja, hast du das vorher schon mal gehört, Requel? Nein, überhaupt nicht. Ja, aber das macht Sinn. Ja, irgendwo schon, ja. Weil im Endeffekt hat man das jetzt schon öfter gehabt, siehe Halloween 2018 zum Beispiel. Genau. Oder jetzt ganz aktuell auch noch mit Texas Chainsaw Massacre, der jetzt am 18. Februar bei Netflix anläuft, da läuft es ja ähnlich. Mhm. Ja. Finde ich gut, auch dass eben wieder aktuelle Bezüge im Genre aufnehmen und die dann quasi in den Film mit einbauen oder zu der Thematik oder der Motivation des Killers eben mit einfließen lassen. Mhm. Das finde ich auch ziemlich cool. Wir haben auch noch alte Bekannte aus Scream 4. Und zwar Sheriff Judy Hicks, sagen wir wieder mal, die Molly Shelton. Oh yes. Die ist auch wieder mit am Start, ist die Mutter vom normal immer trendsetten Dylan Minette.
Hab mich auch gefreut, dass man die wieder sieht. Also sie haben wirklich sehr viel, oder so ziemlich alles irgendwie mit einbaut, was man von früher noch weiß. Die Neve Campbell, also Sydney, ist verheiratet mit einem Mark und kluge Köpfe wissen, wer der Mark ist. Und zwar der Patrick Dempsey, Mark Kincaid aus Scream 3, der Polizeichef. Das ist jetzt der Neve ihr Mann und wir kriegen auch einen kleinen Hinweis drauf, weil aus Teil 4, meine, ging ja nie so richtig heraus, ob die Kirby hat's geheißen, überlebt hat. Und in Scream 5 sehen wir, dass die Kirby überlebt hat, weil da wird er dann einmal ein YouTube-Video laufen lassen über die Step-Filme, wo es ja, glaube ich, in dem Teil mittlerweile den 8. Teil gibt. Genau. Und da ist dann, ich habe das zwar nicht gesehen, das habe ich selber in so einem Ding gelesen, dass da ein Video dann vorgeschlagen werden darf, Interview with Survivor Kirby Reed. Okay. Und sie ist zusätzlich auch noch als Kontakt im Dewey sein Telefon drinnen. Also für alle, die sich das schon immer gefragt haben nach Teil 4, lebt denn jetzt die Kirby noch in Gottes Namen? Ja, tut sie tun. Okay. Und die kann man quasi für einen Scream 6 wieder einsetzen, oder? Für alle, immer alle sehr her. Gut. Sehr gut. Was ich auch sehr cool fand, sind die Bezüge eben auch, wo wir gerade bei dem aktuellen Horrorfilm geschehen waren, dass den sogenannten Elevated Horror wieder mit oder jetzt mit einfließen lassen. Der Marke Hereditary, Midsommar, The Babadook, The Witch oder sowas, die Filme werden da wirklich... Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Heißt doch auch der Babadook, oder? Ja, genau. Also es wird direkt Bezug genommen eben auf die Filme und auf die, den aktuellen Boom, sage ich jetzt mal, im Horrorfilm oder den aktuellen Trend, und das fand ich auch wieder super. Also da bist wirklich, wenn du so ein Filmfreund bist und mit den ganzen Querverweise und Anspielungen, du sitzt einfach mit einem Grinsen in dem Film drin, wenn du dir nicht gerade das Gesicht verzirkst, weil die Kills ziemlich cool sind, nachher grinst, weil es wirklich die Anspielungen cool sind und du bist einfach als Filmfan, wirst du richtig umgarnt von dem Ganzen, von so viel Filmliebe. Voll. Also das ist wirklich wieder mal ein riesengroßer Liebesbrief an den modernen Horror, sage ich jetzt einmal. Das sehe ich auch so. Und auch, dass bestimmte Sachen, die auf die Bezug genommen wird aus dem ersten Teil, modernisiert werden, wie du eben schon gesagt hast, auch mit dem Anfang, auch mit Smartphone, bei den Fragen des Killers nebenbei googeln am Smartphone, damit man vielleicht die richtige Frage herausfindet und so. Fand ich total charmant. Charmantisch. Ja. Ramontisch, dass das seinen Platz findet und aktuell daherkommt. Ja. Und auch wieder, wer mir noch eingefallen ist, bei der Mindy und beim Chat, die Mom, die wir ja da singen, ist ja Martha Meeks, die Schwester vom Randy. Es ist auch schön, dass wir da Wiedersehen haben nach Scream 3. Haben wir es da einmal kurz gesehen, oder? Im 2. meine Hans, oder wo es hier das Tape gibt am Campus. Ah, das kann auch sein, dass es im 2. war. Aber seit dem 2. hat man es noch mal gesehen, finde ich auch noch mal ein schöner kleiner Gastauftritt von ihr. Voll. Und diesmal dann eingefallen, Entschuldigung, gerade weil wir bei der Tante sind, die war ja auch das Lady Bathory Opfer in Hostel Part 2, oder? Genau. War sehr krass. Und wir haben noch ein tolles Wiedersehen mit einem aus dem ersten Teil, aber das sagen wir jetzt ja nicht, wer das ist. Der Mike weiß, wen ich meine. Finde ich auch sehr cool eingebaut. Hätte ich nicht braucht. Hättest du nicht braucht? Nein, das war wirklich eins von den wenigen Sachen, wo ich sage, hätte ich jetzt so nicht braucht, weil, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich wegen Spoilergefahr, aber aus Gründen. Aus Gründen. Vielleicht schaut euch das Ding an und wenn es wisst dann gleich, was wir mir meinen und entscheidet es selber. Ich jetzt, wie gesagt, nicht braucht, weil die Bezüge doch ein wenig luftig sind. Und das schon, aber da darfst du, glaube ich, bei Scream schon nach Teil 3 nicht so viel Gewicht drauf geben. Ich fand es dann zum Beispiel cool, wenn sie dann, die betroffene Person, wie es dann das Ding als Messer mal sauber macht, was dann sagst, okay, genau so, wie es er gemacht hat. Das war cool, aber natürlich von der tiefer gehenden Logik her muss man sagen, brauchen wir es vielleicht nicht unbedingt. Ja. Nein, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Also das ist aber auch schon eines von den wenigen Kritikpunkte in Anführungszeichen, die ich an dem Film habe, weil ich habe wirklich mit denen 115 Minuten mal nicht dauert, der sogar, was er für einen Slasher eigentlich auch ziemlich lang ist, habe ich eine super Zeit gehabt. Brutal, also der ist kurzweilig, obwohl er knappe 2 Stunden Laufzeit hat. Ja. Der macht Spaß, der hat seinen Humor drinnen genau richtig platziert, nie zu präsent. Er ist brutal, also die Kills, die sind schon, vor allem der erste Angriff, da sitzt da und denkst da, Lecke, geht's überhaupt noch? Was ist denn jetzt eigentlich nur los? Da x-mal Einstecher, Fußdurchbrecher, in den Hintern, durch den Arm durchstecher und was weiß ich. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und das auch ist mit der 16er Freigabe auch, schon grob.
Brutal. Also ich war echt, also vor allem nach der Intro-Szene muss ich immer wieder sagen, da war ich überrascht. Da war ich, Alter, das Ding ist jetzt ab 16, seid ihr irre, oder wie? Aber das Intro, das kickt dich wieder so richtig ein und du bist schon wieder voll in dem Feeling drin. Ja. Und dann teilweise mit der Musik. Die Musik ist auch streckenweise vom ersten Teil direkt. Der Dewey das erste Mal kommt, gell? Genau, Dewey, das, von was war's? Von Broken Arrow Thema. Eingespielt wird, fand ich super. Ja, wie gesagt, der David Arquette spielt den Dewey wieder Weltklasse. Also er ist wirklich ein total sympathischer Typ wieder. Wo ich ein wenig meine Probleme gehabt habe, ist das unglaubliche, verbotoxte und hergerichtete Gesicht von der Courtney Cox. Ich hab's mir auch gedacht, ja. Unfassbar, also eine Lippen beieinander wie ein Antenschnobbe, die jegliche Emotion aus dem Gesicht gespritzt. Oh, schrecklich. Aber zumindest hat es immer so eine beschissene Frisur wie im Scream 3. Das stimmt. Aber ich hab mir ja zweimal im Kino angeschaut. Ja. Und beim zweiten Mal habe ich dann ein bisschen besser drauf geschaut. Auf ihre Mimik und so. Das ist echt krass. Die hat ich keine mehr. Ja, das ist nicht mehr die Mundwinkel, die sind echt, die sind stabil waagrecht geblieben. Ja, aber krass. Jedem das seine, da schmerzt ihr den Ei, das muss sie wissen. Absolut. Wenn es dir taugt, dann tu es noch gerade, sage ich. Der schmerzt sich da nicht ein. Ja, du hast vorhin einmal angeschnitten gehabt mit dem toxischen Fandom. Ja. Das fand ich auch sehr cool. Magst du da noch ein bisschen was erzählen? Ja, es geht halt allein schon, wie ich es vorher gesagt habe, weil sie es halt auch dann so geil erklären eben, es geht halt da um Liebe und dass die gar nicht verstehen, was wir Fans mit denen Filme verbinden, und wenn die da einfach was Neues so kündigen, das dann nicht unsere Erwartungen spricht, dann machen die unsere Kinder kaputt und die machen uns das Original kaputt und so. Wir haben es ja schon oft in Folgen gesagt, vor allem der Mike und ich, wenn dir das Neue nicht gefällt, dann schau da weiter in das Alte an. Das hat nämlich null Einfluss auf das Alte, du Saudepp. Und wenn du das nicht auf 3 bringst, dann gehst du auch zum Bullock-Schrauber und schaust dir nicht weiter Kassetten an. Und genau das nehmen die da halt richtig schön auf die Schippe, weil ich finde ich habe es so dumm einfach. Ich werde nie verstehen, wie ich sagen kann, Scream 5 macht mir Scream 1 kaputt. Warum sollte das ja so sein? Weil, dann schauen wir halt einfach nur mal an, dann schauen wir halt einfach 8000 Mal Scream 1 so. Aber die Fortsetzungen nicht mehr so in Schwachsinn. Genau, so schaut's aus. Und es ist ja cool, dass direkt eben auch Bezug genommen wird auf aktuelle Fälle eben auch, wo man sagt, ja, okay, Star Wars, Rian Johnson und so, da wird eben auf Knives Out Bezug genommen, auf Star Wars wird Bezug genommen, und das finde ich halt... Da ist ja das Witzige, dass sie, es geht ja die ganze Zeit um Step 8 in dem Film, der wird ja von diesem toxischen Fandom da die ganze Zeit so angegriffen, und da heißt es nämlich dann, dass der Rian Johnson Step 8 gemacht hat, damit es eben da die Parallele zu Star Wars 8 ziehen, weil ja, da heißt ja, dass der Rian Johnson Star Wars kaputt gemacht hat mit The Last Jedi. Voll. Wo wir wieder voll in der Meta-Ebene drin sind. Aber ich fand das super, dass er gerade dann Bezug auf sowas genommen wird, wenn wir schon beim Thema sind und wirklich ein Namen genannt werden und du sie unsere Realität quasi mit dem Filmischen vermischt und du sagst, ah ja, genau so. Stimmt, genau so ist das. Und vor allem halt jeder von uns kennt, wenn er sich mit jemandem unterhält über Fortsetzungen. Zuerst mal heißt sowieso immer, es gibt keine guten Fortsetzungen, wo es ja das schon immer riesiger Eichelkäse ist. Und dann heißt es halt irgendwann immer, die hat mir meinen ersten Teil kaputt gemacht oder meine Kindheit. Und ich sage halt dann, ja, kann man mir das Gespräch bitte beenden? Ich unterhalte mich lieber mit dem Stuhl, auf dem du sitzt, als mit dir. Genau so schaut's aus. Voll. Furchtbar. Aber ansonsten, ich finde das auch, also ich bin ja ein Scream-Fan seit, keine Ahnung, Scream war auch mitunter einer von meinen ersten Horrorfilmen, die ich gesehen habe. Und es war halt auch, ich bin Scream-Fan durch und durch. Ich kann auch mit Teil 3, kann ich auch leben, mit dem hat mich arrangiert. Wir wissen alle, dass wir von Teil 3 nicht 2 halten können, aber wenn man halt was in jungen Jahren sagt, dann hat er es einfach einen Stollenbredel, und das war so bei Scream 3. Und ich liebe einfach die Figur vom Ghostface. Ich sag, bei der ersten Szene jetzt, wenn dann die Terror vor ihm so davor grabt und er ist wieder mit zusammengefallen wie immer, und dann steht er, dann ist die Kamera so geil aus der Sicht von der Terror, und er steht halt dann so geil auf mit seinem Gewand so leicht auseinander, das Messer dahinter schaut so gut aus, dass ich mir dachte, wollte ich diesmal hätte ich jetzt noch Standbeutel und als riesiges Poster bei mir im Zimmer hängen haben. Es ist, Ghostface ist einfach eine unglaublich geile Figur. Ja, und ich möchte fast behaupten, dass er in dem Film ein wenig anders dargestellt wird wie sonst. Also er hat eine ganz andere Physis. Also für mich ist der viel aggressiver. Ja, hat eine viel stärkere Präsenz, und auch wie er gefilmt ist. Also er hat jetzt wirklich schon fast nicht mehr so den Look, wie wenn jetzt da ein Mensch drin war, also ein normaler, sondern schon eher so, ja, wie wenn er so da steht, so Michael Myers mäßig schon fast, weißt du? Und er ist nicht gar so tot schaut, finde ich, in dem Teil. Genau. Und auch bei die Kämpfe und so, wenn er dann aufsteht, das ist so richtig, ja,
es ist eine Wucht dahinter. Wieder Undertaker. Genau, richtig, genau. Fand ich super inszeniert. Ja. Das Einzige, was mir abgegangen ist, ich weiß nicht, ob du hast du irgendeinen Trailer gesehen von Scream 5? Nein. Weil du schaust dann mal keine. Ja. Da gibt's nämlich, war immer so eine coole Szene, da ist doch der eine Typ da, der komische Vince, der Assi, der die Lift die ganze Zeit ummachen möchte. Ja, der Typ von Dinner in America. Ja, genau, der. Und der war im Trailer, als die Szene mit ihm kommt, da wird das Licht so an die Wand geworfen und dann steht der Ghostface praktisch, das sechst du nur den Schatten über die ganze Wand, über, was man sieht, 10 Meter hoch wieder da steht mit so ausgebreitete Arme und ein Messer in der Hand. Und das war auch so ein geiles Battle, aber es hat's leider nicht in den Film reingeschafft. Das nervt mich ein bisschen, weil das eine unglaublich coole Szene im Trailer war. Ja, also von meiner Seite her gibt's da eine Empfehlung. Ja. Da die fast sagen. Ja, aber ordentlich. Also wer den nicht schaut. Pflicht sowieso, wenn man die alten Teile mag, und er bringt wirklich wieder schönen frischen Wind rein, und ich hoffe, dass man nicht wieder irgendwie, was zwischen 10 Jahren oder 11 Jahren oder was jetzt der letzte Teil her ist, dass wir schon wieder warten müssen da. Ja, das hoffe ich auch ganz stark. War nicht sogar von Teil 3 auf Teil 4 11 Jahre Abstand? Oh Gott, bin ich schon so alt. Ah, das ist grausam, das wird dir erst bewusst, wenn du mal die Fortsetzung, das ist echt schlimm, wenn die Fortsetzungen so lange auf sich warten lassen, dann denkst du erst mal, ja, okay, krass, ich stirb anscheinend bald. Anscheinend, muss fast so sein. Ja, Altersschwäche ist eh schon da. Aber da hoffe ich auch, weil sie haben jetzt neue Figuren eingefügt und mit denen lassen sie arbeiten, die sind durchweg sympathisch. Ja. Und ich war jetzt wieder so richtig im Ghostface-Fieber. Also ich hab mir davor nochmal alle Teile angeschaut und ich kann mir gleich nochmal alle Teile anschauen. Ja, ich muss jetzt unbedingt einmal wieder auffrischen. Ich muss rewatchen, wie man heute so sagt. Ja. Weil die ersten 4, das ist jetzt mittlerweile schon wieder ganz lang her, wo ich die zum letzten Mal gesehen habe. Ja, ich habe einen 4. zum Beispiel nur im Kino gesehen und seitdem gar nicht mehr. Das war jetzt beim Neuerschauen fast so, als auch das erste Mal wieder sehen. Was auch recht cool war, weil ich habe echt nicht mehr gewusst, wer die Killer waren. Das hat mir dann auch wieder gefallen, dass ich wirklich nochmal miträtseln hab können. Und ja, wie gesagt, ich mag die Reihe, die mag ich immer noch stout gern, aber der Teil 5, der hat sich jetzt schon fast so zum Highlight nach Teil 1 gemausert bei mir. Obwohl da immer Teil 2, dann Teil 4, dann Teil 3 für mich gewesen ist. Wobei Teil 2 und Teil 4 so, die teilen sich einen Platz, finde ich. Die finde ich beide äußerst geil. Aber der 5. jetzt, der hat sich da jetzt klammheimlich auf Platz 2 geschlichen. Ja. Bei mir auch. Also, genau. Ich kann nichts mehr hinzufügen, weil es genauso bei mir derselbe Fall ist. Das ist das schön. Wenn wir uns da einig sind, ist das schön. Ja, voll. Mit dem Corby hätte ich nur wieder streiten müssen, weil er so viel blöd ist, aber mit dir mache ich das gern zu zweit. Ja, weil der Corby mit Slasher hat das nicht so, gell? Nein. Ja, der hat es allgemein nicht mit guten Sachen. Das lauter Scheißdreck schaut er wieder. Hauptsache Trommlerfilme anschauen. Ja, Hauptsache ein Trommlerfilm, das Saudepp. Corby, ich bin so froh, dass du jetzt nicht dabei bist, Corby, ich reg mir so viel auf. Soll man mir dann vielleicht zum Fazit kommen? Abschließend. Schimpfen wir nicht noch ein bisschen über den Corby. Nein, das hört er jetzt dann und dann schneidet er uns wieder alle raus. Ah, der Pisser. Das stimmt. Ja, dann hau mir aus, du darfst anfangen. Also, was mir super gut gefallen hat, ja, ich bin jetzt eigentlich die ganze Zeit nur am Schwärmen, also ja, das ist brutal. Ich müsste mir da jetzt wirklich Sachen raussuchen. Also, es sind so viele Sachen dabei, die ich gern nennen würde, die aber brutal spoilern werden. Also es gibt bestimmte Kills von bestimmten Personen, die man so nicht erwartet hat, die sehr unerwartet kämen und sehr hart inszeniert sind. Und dies Aufeinandertreffen, ja, du bist wirklich immer angespannt. Es kann wirklich jeden treffen. Soweit mag ich das schon mal ausholen. Also es kann jetzt mittlerweile jeden treffen. Und das gespannt mir auch. Es steht was auf dem Spiel und das kennt man dem Film eben auch an. Und das trägt unglaublich zur Spannung bei. Also ich darf jetzt ein paar Kills eigentlich nennen als Highlight, kann ich aber nicht. Es ist gerade eine Sache dabei, eben der Wes, jetzt pass auf, der Dylan Minette, hast du gesagt, heißt der, gell? Ja, genau. Da gibt's eine Stelle, das kann ich jetzt halt spoilerfrei sagen, da gibt's, man meint die ganze Zeit, es ist der Killer hinter ihm her und er ist in der Küche und riecht gerade, er deckt den Tisch. Und jetzt mal wieder, wenn er eine Tür aufmacht, dann meint man, okay, wenn er jetzt die Tür zumacht, dann steht der Killer neben ihm. Und das ziehen sie ein paar Mal so geil durch, dass du sagst, der Film verarscht jetzt gerade so richtig. Voll. Das war so geil. Das hat mir richtig gespannt und immer gedacht, wow, Film, fuck you. Aber ich habe richtig brutal Spaß gehabt. Das hat mir auch gefallen, vor allem, wenn wir Mädels gesessen sind und dann immer wenn dann die Tier oder so zu, dann sagst du und dann wieder nicht. Und dann und wieder nicht. Das war ungefähr so, als wären sie mit mir im Bett. oh nein, doch nicht. Ja, nein, wieder nicht. Verdammt, und ich sag, Falle schon wieder. Kleines Ding, was mir auch sehr gut gefallen hat, gerade so eine ganz kurze Anekdote, wenn man hört dann den Scream-Killer
einmal reden, quasi während einer Attacke, und bevor er aber das Rennen anfängt, schaltet er am Hals den Apparat ein und fängt dann das Rennen an. Und das fand ich so geil, weil das haben wir bis jetzt noch nie gehabt in einem Scream-Film. Das fällt mir jetzt gerade noch so spontan ein, und das fand ich super, dass man dann eben auch den Killer, dass er vor einem steht, auch redet, aber auch eben auch mit dem Stimmenverzerrer, fand ich coole Anekdote. Kann man mir Ghostface nennen statt Screamkiller? Ja, das können wir. Apropos, Ghostface ist der in die anderen Teile auch als Ghostface bezeichnet worden? Du hast das erst gesehen, ich weiß nicht, ist mir das gerade so neu vorgekommen, oder wird der in die anderen Teile auch schon als Ghostface bezeichnet? Nein, ich glaube nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht, im 5. Teil, glaube ich, ist er auch nicht als Ghostface bezeichnet worden, sondern es hat nur geheißen, irgend so ein Irrer hat sich wieder eine Ghostface-Maske gekauft, oder? Ah, okay. Ich weiß nicht, wie gesagt, das ist zu lang her. Jetzt frage ich dich mal, vielleicht hast du gerade auf der Pfanne. Nein, das habe ich jetzt auch so nicht auf dem Schirm, ob er direkt so genannt wird. Und ich meine jetzt aber im 5., dass nicht er als Killer Ghostface nennen, sondern ich glaube, oder? Sagen sie ja direkt zu ihm, Ghostface ist da und da, oder sagen sie nur? Ja. Da hat Nein, sich er wird die irgendjemand ganze Zeit als Ghostface bezeichnet eben jetzt. Ja, doch. Aber bei den anderen weiß ich es jetzt nicht mehr. Okay. Müssen wir es nochmal anschauen, hilft nicht. Habe wieder zwei Handy gespielt. Ja, aber ich hätte kein Problem damit, dass wir das nochmal anschauen. Und wirklich das Einzige, was mir jetzt nicht gefallen hat, haben wir schon angeschnitten gehabt. Kann ich aber jetzt auch wieder nicht sagen, weil es wieder in das Spoiler-Territorium abdriftet. Aber ihr wisst dann, was ich meine. Ja, wenn ein Charakter vorkommt, der eigentlich nicht vorkommen dürfte, dann wisst ihr, was Sache ist. Also das lass mich leider in Ruhe. Das wirst du nicht sagen, wer vorkommen darf und wer nicht. Ja, das sage ich nicht, aber mir hat es einfach nicht gefallen, dass der vorkommt. Ja, unglaublich. Bitte, du. Okay. Prinzipiell, da ich sagen, teilen wir uns noch eins, was uns gefallen hat. Das glaube ich nämlich, dass dir das auch so gefallen hat. Und das ist halt einfach die schöne Wertschätzung von Wes Craven mit der Szene, die halt eingebaut wird, wenn es auf dem West dringend. Ja. Das fand ich ganz schön, herzerwärmend. Da geht mir das Herz auf bei so etwas, finde ich toll. Aber ansonsten, was mir richtig gut gefallen hat, war halt die Härte vom Ghostface in dem Film, weil halt wirklich, er ist natürlich immer eiskalt und so, aber da wird halt so richtig krass draufgehalten. Das ist mir beim 4. ist mir das schon aufgefallen, da war er schon wesentlich härter und aggressiver. Aber da war es jetzt nochmal, das war für mich, er war halt diesmal mehr als Mensch, nicht nur als Mensch dargestellt, sondern er war halt wirklich ein bisschen mehr brachial und so naturgewaltmäßig, nenne ich es einfach mal. Ja. Er war hart, er war eiskalt. Das hat mir richtig gut gefallen. Und was mir nicht gut gefallen hat, eigentlich gibt's nichts, weil ich finde den wirklich durch und durch gelungen, den Teil. Aber man muss ja was sagen, weil der Corby, der rotiert uns wieder beim Schneiden. Dann irgendwas einschneiden wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Darum sage ich jetzt einfach, es gibt einen bestimmten Verlust von einer Figur, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Also was heißt nicht gefallen? Krass, absolut brachialer Abgang, wo du sagst, alter Schwede, richtig heavy, und danach sitzt du und denkst, na, lass den Scheiß, was ist mit euch eigentlich? Fickt's euch. Ja. Wenn ich was ankreiden muss, dann tue ich das, obwohl es eigentlich kein Ankreiden ist, weil es passt schon. Da die auch sagen. Im Großen und Ganzen passt das natürlich so, wie es ist. Aber jetzt, meine ich, wer der Ding und Triple Threat, meine ich. Oder wird's mau, gell? Aber ich weiß nicht. Oder wird's mau. Wie schaut's denn aus? Sag mal Trompeten. Also Trompeten hat man gar nicht gesehen, ne? Nicht eine. Nicht einmal eine Side-Trompete. Nein, so, nicht einmal ein Gackerl, das wir vielleicht aussehen lassen. Nein, gar nichts. Brischt haben wir keine. Keine Tittis, nein, keine Tittis. Und das für einen Slasher, das ist schon mal, das ist aber ganz schwach, Freunde. Die trauen sich. Ja. Wobei aber die Scream-Filme an sich immer titellos ausgekommen sind bis jetzt, oder? Voll, ja. Und man meint einmal, ich glaube bei Scream 2, wenn sie sich den ersten Step schauen, da ist es so geil, weil dann dreht sie sich um und dann lässt das Handtücher fallen und dann dreht das ganze Kino so geil durch. Heather Graham. nix mit Titty. Gar nix. Null. Tote Tiere? Auch nicht. Auch nicht. Wow. Keine toten Tiere. Und da kann uns dieser Film gefallen. Wie gibt's denn das noch? Ja, wir dürfen nicht immer so oberflächlich sein, der hat ja innere Werte. Ja, ja, da vor allem, wenn das Innere nach außen kommt, dann. Ja, genau. Ja, da falle ich völlig pfeilgrade Lippen bei der Gail Weathers, das ist auch schon mal wert, oder? Wow, ja. Die sind, ja, also ich muss echt sagen, eine stabile Linie, da die sagen. Ja, auf jeden Fall. War schon. Aber immerhin hat es keinen behinderten Pony mehr, so wie in Scream 3. Nein, das da bin nicht. Ich schon dankbar. Dafür gibt's wieder was anderes, über das man sich amüsieren kann. Ja, Courtney Cox, was ist los mit dir? Du warst so hübsch schon mal. Voll. Also auf alle Fälle. Alec, das ist voll krass, das muss ich nur kurz einwerfen. Ja, bitte. Eigentlich darf ich es ja nicht, das geht ja schon wieder in Richtung Bodyshaming. Aber die Szene, wenn Neve und wenn Sidney und Gail aufeinandertreffen und sie dann Gail in den Arm nimmt zur Begrüßung, ja. dann sagst du die Hände von der Gail direkt neben ihrem Gesicht.
und dann merkst du halt erst einmal, wie krass fein das da eigentlich gemacht worden ist im Vergleich zu den Händen, weil du hast das Gesicht von einer Mitte 30-Jährigen und du hast die Hände von einer 85-Jährigen auf den Buchstaben liegen. Das ist echt so krass. Wo man denkt, ja, macht das Tent nicht mit oder wie macht es dann das gesamte Paket? Das muss doch komplett passen. Ich lasse mir beim Auto auch nicht gerade einen Kotflügel lackieren, oder? Ja, aber das ist aber oft so, dass nur das Gesicht machen oder den Hals nicht. Das schaut dann lustig aus. Das ist wenn einfach um mir verrückt, alles gespannt ist und unter mir hängen Lappen davon. Das stimmt schon, ja. Aber verurteilt es uns nicht, weil wir jetzt da lästern. Wir sind fett und hässlich, über uns wird auch genug geschimpft. Also bitte. Mir darf man das, weil wir selber kreislich sind. Ganz genau. Und als Kreisliger darf er kreislige Sachen betiteln. Richtig, genau so schaut's aus. Genauso wie man als Fett sagt, fette Leute ärgern darf. Genau. Wo es überhaupt nicht kreislich war, ist Scream 5. Schaut's euch auf alle Fälle an. Wo ihr auch schauen müsst, das ist uns auf alle Plattformen nicht bloß anschauen, sondern auch noch liken, teilen, uns abonnieren, wo man noch gerade kann und uns auch positiv bewerten. Bitteschön. Aber unbedingt. 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 Und ich hab's bei die Rolex jetzt schon gesagt, die haben wir davor aufgenommen, die habt's praktisch eine Woche vor dieser Folge gehört. Besucht uns einmal auf das voll Meta, Alter, das ist richtig Podcast-Section gerade. Besucht uns einmal in die sozialen Netzwerke mehr. Wir wissen ja, Facebook ist dort und irgendwie so ist es dort, aber mir hat uns gefreut, wenn wir uns mehr mit euch da drin unterhalten können. Also kommentiert mir mehr auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, was haben wir noch? Reddit haben wir auch, da habe ich wieder mit Reddit gemacht. Wir wollen mehr Kommentare, wir wollen Unterhaltung mit euch, weil wir mengen euch ja doch irgendwie. Ja, schon. Wir geben euch das wieder zurück, was wir von euch kriegen. Ja, genau. Das war aber dann nix. Da müssen wir jetzt aufhören mit aufnehmen. Ja, das soll ja Ansporn sein, dass jemand jetzt da sitzt und sagt, oh Scheiße, die haben von mir noch nichts gekriegt, jetzt muss ich was tun. Das stimmt. Aber dann machen wir es mir so, wie es ist bis jetzt macht und hören wir auf mit dem Scheiß. Genau. Dann sagen wir gute Nacht, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Und schaut's mehr Horrorfilme. Nicht von Woodsboro? Ja, auch. Schon, oder? Ja, ja, auf jeden passt. Fall. Machen wir lieber Woodsboro. Danke fürs Zuhören, Leute. Wir haben euch lieb. Jo, Bussi, Bussi, Servus. Tschüss.